Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Lükscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Jetzt jedet ob Christtag an. Und wir haben ja dazu alt in den letzten Jahren ein paar Sachen rübergedaut. So Rühmscher, die man ob Christtag hören auf absagen kann. Jetzt über der Weihnachtsmarkt, über die Heilige Drei Könige. Die Weihnachtsgeschichte vom Lukas aus der Bibel nicht zu vergessen. Und aus der Adventszeit jetzt von Zintberb und vom Sinterklaas. Ja, die Adventszeit und Christtag sind große Themen, wo man jetzt erzählen möchte. Es wird wieder so viel, was sich wiederholen wird. Und das könnte flück langweilig werden, habe ich die Sorge. Also wo das Fest herkommt und was es am Anfang gedügelt wird und so Sache, das blieb natürlich, ohne dass jedes Jahr derselbe erzählt, der sich wiederholen wird. Und der Christbaum und der Kripp auch. Nee, früher war Milameter. Er war ganz im Ernst. Auch an Kleinigkeiten sieht man doch, dass es nicht jedes Jahr dasselbe ist. Vielleicht ist das gerade die Mischung. Sachen, also Elemente, die blieben, das heißt Tradition, und Elemente, die sich evans verändern. Ja, das stimmt. Ich bin immer wieder arg verbasert, was all blieb und sich jedes Jahr wiederholt. Klar, das Phänomen haben wir in Köln oft, für ein Beispiel, was der Fastelovend angeht. Da gibt unheimlich viel Traditionen und wir halten dran fast, weil es schön ist, es wiederzukennen. Und man verbindet sich durch die Rituale ja nicht nur mit den Menschen von Hück, aber auch mit denen von früher, die beim Vieren alles genauso gemacht haben wie mir Hück. So ist es. Wann für ein Beispiel bestimmte Fastelovenslieder wieder gesungen werden, fühle ich mich da wieder heim. Und das ist Christtag doch auch so. Man schmückt Bäumchen, es läuft Christtagsmusik, man mädet Essen, alles dasselbe wie jedes Jahr. Aber es hat sich doch arg viel geändert. Wenn ich an mein Putezig denke, mein Vater trug jedes Mal für die Bescherung einen schwarzen Anzug an. Das mit Mensch einer hügt doch auch noch. Und de Frau het besser lang Kleid oder wenigstens jet wat in Gold und Silber glänze deit. Also, ich tun das nicht. Ich trage keine schwarze Anzug an und ich kenne auch keinen mehr, der das tät. Ich meine, wenn es einem Spaß macht, warum nicht? Aber es ist doch insgesamt viel legerer geworden, mit egal was für einer Kleidage. Ich glaub, das ist besonders in den letzten Jahren gekommen. Und ein großer Sprung ja wird mit Corona. Da kann man sich doch meistens überhaupt nicht treffen. Ja, das, aber die sich getroffen haben, hatte bestimmt keine schwarze Anzug an. Wichtig waren auch nicht das erste Geschenke, die vielleicht früher nicht genug sein konnten. Man hat sich wieder klar gemacht, dass es wichtig ist, dass man bei ihnen könnt und dass man jede Zick mit ihnen hat. Das Fest wird entmaterialisiert, habe ich gelesen. Also Einspruch, entmaterialisiert, so wiegt ich nicht, Jon. Was jofft das für ein Tyrolü wegen der Christtasgeschenke als am Black Friday? Wow, der Hermann und singt Original Cologne Englisch. Original Black Friday for viel Nüsseln and in the shops zu lassen. Also, es war überhaupt nicht entmaterialisiert. Legerer jedenfalls ist es geworden, oft nicht. Also, wenn ich nur an das Essen denke. Ja, das glaube ich auch. Das ist auch nicht ich mit Corona gekommen. Ich mein, das ist, weil wir auch Christtag jetzt internationaler geworden sind.
Mit dem Essen meinst du? Ja, in Dinger Putezig hätte doch hier kein französisch Fleischfondue auf Schweizer Gießfondue gejoven oder eine italienische Panettone zum Nordisch. Dat han viel Glück am heiligen Abend hück. Ja, das jobbet ich, wie ich alt noch eine lange Zeit verheiratet war. Aber meine Eltern, die zu Besuch kommen, haben das moderne Essen gegessen. Mein Vater hat sagen, was ist das ein schön Essspiel? Ja, das ist doch wahrhaftig viel genösischer wie in der Zige, wo de Husfrau zeigen muss, was sie all drup hat. Und dann noch am Christachsgottesdienst Menü mit wenigstens 3 Gängen ob der Tisch bringen muss. De Zupp, dann irgendjet Dolles mit Fleisch und am Eng ne exquisite Nordisch, et best irgendjet mit Sahne drup und mit dem Schlöckelsche Schabau, also Likör. Das war lauter Stress für die Hausfrau. Und Frau Lück hatte das nicht genüsslich. Ich meine auch, so ein Fleischfondue ist viel ruhiger, wenn sie so all das Fleisch auf die Jaffel picken und dann wieder warten und am Ende einen leckeren Saus auf sonst jetzt dabei tun. Dabei kann man auch viel besser mit den Schnüss schwaden, gerade wenn man sich lang nicht mehr gesehen hat. Das Essen wird ja nicht kalt. Ja, ich kann mich auch noch jod ob das erste Kiesfondue ob Christach besinne. Der Pott wird leicht mit Knofi ausgerieben und dann wird Gruyère und 2 andere Sorte Kies und ne Schabau. Ich meine, es ist Kirschwasser da drin. Damit ist man aber viel flücker fertig, wie mit dem Fleischfondue, weil man flücksatt wird. Wenigstens so lang dure das Raclette. Damit kriegt man auch die Vegetarier und Veganer und, wann es Sinn soll, de Fleisch essen an eine Tisch und an eine Oven. Man kann es auch gut vorbereiten mit Erdäpfel und dem Gemüse, Pilze, Öl, Spreitlauf, was man möchte. Ich finde es gut, dass es nicht all geblieben ist wie vorher, wo man so stiefstaats am Tisch sitzen muss. Ja, stiefstaats und wild am Arbeiten. Mein Mann war jedes Mal so aufgeregt, wenn die ganze Bagage der Tisch saß. Und dann muss der Brode auf der Roulade mit Klöß und eine rote Kappes abgetragen werden. Oder ein Jans. Ja, das wird bei uns glücklicherweise nicht so dir, was dann auch noch ausgenommen werden muss. Oder ein Joff Fisch, ne Karpfen, auf Hochdeutsch, ne Karpe. Davon jedes Jahr schlimm verzählscher, dass es passieren konnte, dass so ne Fisch noch ganz frisch war, gerade der Kopf abgeschlagen kriegen hat und dann aus dem heißen Wasser im Kochpott rausgehüpft wird. Schrecklich. Sagen's, das mit der großen Fleisch auf Fischportion war doch am ersten 4 Tagen, auf nicht? Ja, der heilige Abend wurde ja arg entspannt. Ja, lass mich raten. Es gab Erdäpfelschlot und Würscher. Genau, bei euch also auch? Ja, da konnte praktisch nichts schief gehen. Man konnte es ja vorbereiten und es konnte auch nicht kalt werden. Der Schlot war ja altkalt. Ich habe gelesen, dass heute noch mehr wie 30% von den Menschen in Deutschland am heiligen Abend Äpfelschlot mit Würscher essen. In Ostdeutschland so ja noch mehr. Das wird ja wieder jemand erzählt sprechen, dass die Tradition mit dem Äpfelschlot aus der Zeit kommen soll, wofür Christtag ein Fastenzeit war, die nach dem 11.11. angefangen hat. Warum? In Ostdeutschland waren die Menschen vorher traditionell evangelisch. Und da wird kein Fastenzeit.
Also fastet sich auf nicht, ich esse der Schlot schön. Und dann ist es wieder wie früher. Darum ist es ja auch eine besondere Schlot. Auch wenn er genauso fabriziert wird wie sonst im Jahr auch. Aber typisch Kölsch ist nix von dem, was wir abgezahlt haben. Das ist schade. Dass es keine eigene Tradition für ein Kölsch-Christusmahlzeit gibt. Sicher jedes das für der Nordisch. Du hast evans von so rasante Kreationen mit Sahne, Likör gesprochen, aber die gibt es doch überall. Äpfelnüsse und Marzipan auch. Aber ich han jet gefunden. Et jet Förmscher für Plätzchen zu backen in der Form vom Dom. Dat jedet nur hier in Köln. Stell dir vor, sie täte in Berlin Förmscher vom Reichstag verkaufen. Dat dürft doch keine. Aber et jet leckere Plätzchen vom Dom. Ach ja, ich habe das letzt Spekulatius in der Form vom Dom gesehen. Uns Pottklafolie ist gerett. Jet typisch Kölsches für Christtag zu müffele. Dann können wir jetzt ganz in Rau der Sprachkurs machen. Aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Wir wiederholen die beste Sache für zu müffele, was das kölsche Wort für Essen ist. Also, Fleisch, da jedes Brode. Braten. Auch vom Rind, auch vom Pferd. Sauerbrode. Sauerbraten. Et Völke. Das Schwein. Und ähnlich wie im Hodütsche et Hohn und der Jans. Dabei oder auch ohne Fleisch jedes Gemüse. Gemüse. Für Beispiel der Rude Kappes. Rotkohl. Der sure Kappes. Sauerkraut. Ätäpfel auf Äpfel mit dem langen Kartoffeln. Und was man auch noch in der Raclette-Pension tun kann, ist vorher am besten präpariert, das heißt angebraten, sind Stückelchen Stückchen. von Breitlauf, Porree. Öllig Zwiebeln. und ob Jodkölsch, Pilze und Zucchini. Ja, und es gibt wie im Hodütschen natürlich Klöß. Nicht zu vergessen all das, was vom Teller Leckers dabei kütt. Plätzchen, Nüsse und Öscher Brinte aus Oche. Ja, Lieflügscher, da sind wir hüg am Eng vom Pottklaff angekommen. Wir wünschen euch in Jode zig. Lass ma dat alle noch uns erleben und jet Neues entwickeln. Und wir wünschen euch, dass ihr erleben könnt, dass der Mensch nicht nur leben date von Äpfelnüsse und Marzipan und Glanz und Glimmer, aber von der Welt und von den Zeichen, die wir für allem Christtag miteinander austauschen. Alles Jode also für de 4 Tage und noch Jode Rutsch. Tschüss und halt euch Salze.